Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Das Theaterstück des Vereins Landschaftstheater Ballenberg feierte am Mittwoch seine Premiere. Außerdem findet das Seaside Festival in Spiez bald zum 5. Mal statt. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Ex-Präsidenten freigesprochen. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat die ehemaligen Präsidenten von der FIFA und der UEFA, Josef Blatter und Michel Platini, vom Betrugsvorwurf freigesprochen. Elia verlängert, Marzino kommt zurück. Das Kader der Berner Young Boys nimmt weitere Formen an. Der Vertrag vom flinken Offensivspieler Mejak Elia ist verlängert worden. Der Dario Marzino kommt als dritter Goalie zu IB zurück. Die besten Weine aus dem ganzen Kanton sind gekürt worden. Obwohl es 2021 ein herausforderndes Jahr war und die Ernte klein, hat es der Nick Bösiger zum Winzer des Jahres geschafft. Am Mittwochabend wurde das im Landschaftstheater Ballenberg inszenierte Stück Brandboden zum ersten Mal aufgeführt. Das Wandertheater nahm die Gäste mit auf eine spannende Reise. Manuel Moser hat mit dem Präsidenten des Vereins, Lorenz Hess, über die Premiere gesprochen. Premiere ist immer was Spezielles, kann man sagen. Auch dieses Jahr, oder? Für Sie auch. Ja, die Premiere ist ja nicht nur wichtig, weil man Gäste einladen und ein bisschen Apero-Häppchen nehmen kann, sondern wir sind natürlich auch immer sehr gespannt, wie nachher das Echo ist. Auch in den Medien natürlich, bezüglich der Premiere, weil es gibt schon viele Leute, die, wenn sie lesen oder hören oder sehen in einem Beitrag, dass es sehr gut war, nebst der Mund-zu-Mund-Propaganda, sich auch kurzfristig entschließen, gerade heute, wo sich die Leute sowieso häufig sehr kurzfristig entschließen, ob sie noch neu hergehen oder nicht. Und darum ist sie sehr wichtig für uns. Können Sie so eine Arbeit auch geniessen oder ist es eher stressig? Nein, das genieße ich wirklich, weil alle die treuen Fans sind ja hier. Und es ist schon schön, wenn man sieht, dass das, was man ja hinter den Kulissen, eben in einem Vorstand mit den kreativen Leuten zusammen hat entwickelt, nachher endlich losgeht. Weil sonst ist unsere Arbeit im Vorstand, das ist halt mehr auch ein bisschen die betriebswirtschaftliche Mittel beschaffen, mit Sponsoren reden und so weiter. Aber wenn es dann nachher mal endlich um das geht, was wirklich darum soll gehen, nämlich Theater auf der Bühne, dann kann man das geniessen, problemlos. Das Weiberpack kannst du vergessen, aber bei mir bist du richtig. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich, wie sollen die Leute, mit was für einem Gefühl sollen die Leute heute heimgehen? Von mir aus gesehen sind es eigentlich zwei Gefühle. Das eine ist, einfach etwas Schönes genossen haben und ein bisschen Gedanken nebeneinander als sonst. Und da haben wir hier eben schon einen Vorteil, weil wir in dieser grandiosen Kulisse sind. Wir sitzen nicht in einem stickigen Stadttheater. Oder? Also von dem her soll ich mit einem guten Gefühl, einem entspannten heimgehen. Und nachher hoffe ich auch noch, dass sie ein zweites Gefühl noch haben, ist, dass die es noch nicht kennen, auch sonst mal in Ballenberg kommen und auch sonst schauen, was es da noch alles gesehen gibt, weil das ist eigentlich nach wie vor einmalig. Das Seaside Festival im Spiezer Hafen geht Ende August bereits zum 5. Mal über die Bühne. Die Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner und der Mitgründer des Festivals, Philipp Cornu, blicken auf eine spannende Zeit zurück. Grundsätzlich ist ja eigentlich die Idee von einem Freund von mir gekommen, der ein Festival veranstaltet in Arbonne, Summer Days Festival, der sagt, es wäre schon cool, am gleichen Wochenende ein gleiches Festival zu haben, wo man ein Doppelbooking machen könnte, für Künstler Ende August in die Schweiz zu bringen, was nicht immer einfach ist. Wüsstest du hier nichts im Raum Bern, aber es müsste schon gleich schön sein wie Arbonne am See.
Da haben der Sascha und ich dann über das diskutiert und er sagt, er spielt es. Und dort ist einmal der Ort ins Spiel gekommen. Und mit dem Ort dann auch die Idee, wenn wir dann an diesem Ort ein Festival machen, machen wir es dann genau gleich wie in Arbon oder was sind denn die Merkmale von diesem Festival? Und für uns ist schnell klar geworden, an diesem schönen Ort muss es extrem schön gebaut und eingebettet werden, aber auch von der Grundidee her klar generationenübergreifend sein. Ein Festival für die Familie. Also wir sind dann mit dem Gemeinderat Arbon schauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es könnte sein, so ein Festival am See. Und haben dann einfach feststellen, als wir hier die erste Austragung hatten, es ist noch besser. Es ist hier kompakter, es ist sehr liebevoll gemacht, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, sei es vom Essen, sei es von der Dekoration, sei es von der Anordnung von der verschiedenen Bauten. Also nein, es hat meine Erwartungen übertroffen. Wir werden ja wahnsinnig viel gefragt nach diesen persönlichen Highlights. Und eigentlich gibt es wie zwei Antworten. Die eine ist das Festival an sich als Ganzes. Und das andere ist, das Highlight weisst eigentlich voraus gar nie. Weil es passiert dann. Manchmal gibt es so magische Momente wie Patent Ochsner 2015 auf dem Gurten. Es ist nicht zu wiederholen. Es war für eine Bühne genauso wie für uns alle der Moment gewesen, und den kannst du nicht planen. Und Highlights die entstehen aus irgendwelchen Kriterien heraus. Und darum sage ich weiß es noch nicht. Ich muss mich besinnen, dass ich mir mal wirklich da so... Es war schon feister, es war wirklich die letzte Band. Dann haben wir da getanzt im Regen mit dem Sascha Altermatt und so einem Team, das wirklich froh war, hey, wir haben es geschafft, es ist gut gekommen. Das ist natürlich ein geniales Erlebnis, aber auch ein Grönemeyer, wo es dann auf einmal so in diesem ganzen Gelände still wird. Du siehst ein paar Lichter und merkst, ja, alle gehen mit. Also das ist schon so ein bisschen ein Gänsehautmoment. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen von Meteo News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung, Wetter für den Kanton Bern. Am Vormittag war es noch häufig sonnig. Im Verlauf des Nachmittags sind ein paar Wolkenfelder mehr aufgezogen. Der Grund war eine schwache Kaltfront. Wenn wir uns aber die Strömungsanimation anschauen, dann sehen wir ein kräftiges Hochdruckgebiet mit Zentrum da über dem Atlantik. Das nimmt morgen wieder mehr Einfluss auf unser Wetter. Die Luft die wird also dann schon wieder abgetrocknet. In Nacht auf morgen kann es aber speziell im Oberland ganz lokal für ein paar Tropfen länger. Sonst bleibt es aber trocken und dann wir morgen dort zum Teil noch dichtere Restwochen, gerade in der Stadt oder auch im Seeland. Da gibt es aber bis am Mittag bereits einen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 13 bis 14 Grad. Am Nachmittag wird es im Oberland meistens sonnig mit ein paar flachen Quellwolken. Es geht mit viel Sonnenschein und blauem Himmel weiter. Und die Temperaturen die reichen zum Beispiel in Biel rund 25 Grad. In Bern haben wir 24 Grad. Im Oberland da haben wir etwa 23 bis 24 Grad. Ja, und all die nächste Woche Sommerferien haben und bei uns in der Schweiz bleiben, dann wirklich das Grosse losgezogen. Am Samstag da ist es nämlich sonnig, trotz ein paar Schleierwolken. Temperaturen reichen zum Beispiel in Interlaken rund 26 Grad. Am Sonntag haben wir vorübergehend ein paar Wolkenfelder mehr, ein paar größere Quellwolken über den Bergen. Es dürfte aber trocken bleiben und die Temperaturen reichen rund 25 Grad. Und dann geht es am Montag wieder mit viel Sonnenschein und blauem Himmel weiter. Ja, und so wie es jetzt aussieht, wird es richtig heiß im Verlauf der Woche. Am Dienstag und Mittwoch haben wir 28 bis 30 Grad und es geht mit meistens sonnigem Wetter weiter. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend und bis morgen. Auf Wiedersehen miteinander.